Hallo Leute und willkommen zu einem Zwischenprojekt von meinem Let's Play Kanal. Ja, ihr habt schon ein Weile nichts mehr gehört wieder von mir, ich weiss. Ich bin in der Ferien gewesen, unter anderem. Und ich habe nicht so gross Lust gehabt, etwas aufzunehmen. Weil das nächste grössere Projekt, das ich starte, ist Rome 2 Total War. Wo wird starten in circa, wenn es rauskommt wahrscheinlich. Etwa einen Tag später werden die ersten Folgen hochgeladen, das heisst, jetzt muss ich schon rechnen, 3 Wochen vielleicht, noch 2,5. Ja, circa, es kommt ja Anfang September raus. Und ich habe es ja vorbestellt, also wird es nicht mehr lang gehen. So, und ich habe mir jetzt entschlossen, dass ich nicht ganz lang warten, bis ich wieder etwas hochlade, werde ich einfach mal noch ein Civ 5 Let's Play reinhauen, schnell. Also schnell, ja, so zwischen Let's Play, dass wir etwas noch haben von mir zum Schauen, die einfach noch mal ein bisschen meine Stimme hören und es nicht so etwas ausmacht, was ich Let's Playen tue. Und ja, wie ihr gesehen, ich habe mir unter SR Gods and Kings Erweiterung gekauft. Brave New World, die rausgekommen ist vor, glaub, noch nicht mal einem Monat, werde ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen, demnächst mal. Ich muss mal schauen, wie die Nachfrage jetzt ist. Ich habe es ja, als ich das letzte Mal gespielt habe, Civilization 5, haben wir der auf den Sack bekommen. Das ist das erste Let's Play, das ich gemacht habe. Und ja, ich habe gedacht, das ist wieder mal Zeit, um wieder mal so ein Civ 5 Spiel anzuwagen. Und mich würde jetzt eure Meinung interessieren, ja. Also ich weiss eigentlich schon, was ich will spielen, welches Volk, mehr oder weniger. Ja, dann schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir ins Abenteuer. Es kann sein bei dieser Aufnahmesession, dass ich ein bisschen abgelenkt wird sein, manchmal. Aber I don't hope so. So, dann schauen wir mal. Also ich sehe, es gibt ein bisschen mehr Zivilisationen, die kennen wir ja schon. Attila, Hunnenreich, berittene Bogenschützen, Ramböck. Was haben sie sonst noch? Vernichtet Städte mit doppelter Geschwindigkeit. Leitet euch Stadtnamen von anderen Zivilisationen im Spiel. Ja. Startet mit der Technologie Tierzucht. Plus 1 Produktion je Weide. Das wäre schon ziemlich geil irgendwie. Also eine andere geile Sache. Zum Beispiel Bodica, Kältereich. Das ist gut, wenn du auf Glauben gehst. Ich habe richtig gehört, es gibt jetzt Religionen wieder im Civilization. Das werden wir dann zusammen noch ein bisschen anschauen. Plus 1 Glauben mit jeder Stadt mit einem angrenzenden nicht verbesserten Wald. Okay. Ja, aber ich bin ja einer, so gerne alles ein bisschen verbessern tut. Von dem her. Jo, Daraios kennen wir auch noch. Karthago, hä? Afrikanischer Waldelefant. Besser Schiff. Koschelase Hafen. Das wäre gut bei Inseln, hä? Könnte einer die Gebirge überqueren. Ich muss schon überlegen, wir sehen uns nachher wieder. Und Kurtisanen, seid ihr die Gemahlin von Justinian I. zur mächtigsten Frau im Römischen Reich aufgestiegen. Seit Ende der 520er nach Christus habt ihr an der Seite eures Gatten eine Reihe wichtiger spiritueller und rechtlicher Reformen durchgesetzt und Gesetze ins Leben gerufen, die den Status der Frauen im Reich verbesserten und für mehr Gleichberechtigung sorgten. Ihr habt auch die Renovierung und den Bau zahlreicher Aquädukte, Brücken und Kirchen in ganz Konstantinopel unterstützt, was in der Errichtung der Hagia Sophia, einem der wunderbarsten architektonischen Weltwunder, gipfelte. Wunderschöne Kaiserin, Byzanz braucht eure Weisheit und Stärke. Sein Volk ist ohne euer leitendes Licht verloren. Das Byzantinische Reich mag einmal gefangen sein, aber seine Seele ist noch intakt und wartet darauf, wiedergeboren zu werden. Könnt ihr Byzanz wieder zu dem Ruhm verhelfen, den es einst genoss? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Das sehen wir. Ja, ich habe Byzanz genommen, weil ich einfach auch sonst ein Fan von Byzanz bin. Und es leider mal versaut habe, es aufzunehmen im Total War. Das war nämlich auch noch episch gewesen. Aber ja, darum spielen wir es jetzt im Civilization. Und ja, auf was spielen wir? Kontinent, Standardkarte, Schwierigkeitsgrad
auch Standard im Moment. Jetzt muss ich mal schauen von der Produktion her. Ich bin einer, der gerade am Anfang auf Produktion geht. Und mit dir gehen wir mal da gleich runter erkunden. He? Dann schauen wir mal. Gehst du noch da rüber? Du gründisch. Byzanz hat den Vorteil, dass sie einen Glaubenssatz mehr haben bei den Technologien. Was das heisst, kann ich euch nachher zeigen. Zuerst mal brauchen wir das. Da seht ihr Keramik, können wir einen Schrein machen. Dann haben wir Glaube plus 1. Das ist nochmal wie Kultur normalerweise ja, etwas neu, wo nochmal zählt. Und da würde ich sagen, bauen wir einen Speer. Unbedingt. Da gehen wir weiter an. Elefanten haben wir schon drin, das ist nicht schlecht. Luxusgütermässig. Da hinten haben wir Berge. Okay. Ich will da ein bisschen schauen. Bananen. Oh, da müssen wir Stadt gründen. Bananen, du. Oh, da kannst du wachsen. Okay. Merken wir uns das mal. Ja, da müssen wir Stadt gründen. Also, ich spiele auf normal, ich spiele nicht auf leicht. Warum immer es da so viel Zeug hat. Die dort eine Stadt gründen, die sind dran. Ich würde sagen, da machen wir mal ein Monument. Jetzt die ersten Runden werden halt ein bisschen schnell durchgehen. Wenn wir auch ein bisschen mehr Kunden sind. Und Ruine. Tipptopp. Und dann Zucker. Ich hoffe mal, die anderen Spieler treffen wir nicht gerade sofort. Dass ich mich da ein bisschen ausbreiten kann. Und wir haben ein bisschen Cash bekommen, ein bisschen Money. Und unser erstes Naturwunder entdeckt, das ist super. Da gehen wir auch mal ein bisschen weiter runter. Schauen, dass wir nicht so durch den Wald gehen. He? Und so wie es aussieht, geht es da oben nicht mehr viel weiter. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, unter uns gesagt. Ausser dass der Babylonier auf uns wartet. Super. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer? Was machst du mit mir? Ja, Ton. Was läuft? Was läuft? Wie weit haben? Okay, also, da müssen wir unbedingt eine Stadt bauen. Und da auch 3 Sachen. Also, das ist krass, was da alles rumliegt. Ich habe wirklich nichts verstellt. Okay. Rätselhaft. Ich würde sagen, dann machen wir mal den Bergbau. Dann können wir alles mal beackern. Obwohl wir eigentlich gar noch nicht bräuchten, wirklich. Ich habe fast das Gefühl, wir müssten fast auf Dings gehen, wie heisst es? Kalender, theoretisch. Weißt du, wir gehen auf den Kalender. Und dann machen wir jetzt nämlich einen Kornspeicher. Nein. Einen Schrein, dass wir ein bisschen Kultur haben. Und nachher den Kornspeicher und nachher den Siedler. Damit wir schnell wachsen. Genau, die einen haben schon den Pantheon gegründet. He? Das ist so die Vorstufe von einer eigenen Religion. Wir sehen es dann selber auch da. Wir haben bis jetzt immer noch 0. Mit den Persern noch mit uns. Wo du es gesehen auf der gleichen Welt. Mit ein paar Barbarenlager. Okay. Zucker oben. Ey. Und da oben hängt es der andere. Okay. Da haben wir wahrscheinlich nichts mehr. Da müssen wir unbedingt eine Stadt gründen. Das ist eher eine Sache. Also wenn ich da keine Stadt gründe, bin ich dumm. Wirklich. Politik einführen. Jetzt ist die Frage. Schnelles Wachstum, Kultur. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller ausbreitende Grenzen haben, dass wir all die Ressourcen ein bisschen schneller können uns aneignen können. Okay, das ist krass, wie viele Ressourcen gerade hat im Moment. Okay. Ah, Kamehameha. Servus. Dann schauen wir mal, jetzt können wir dann gleich ein bisschen Dings über... Oh! Super. Dort hast du Orange, was läuft.
mit 2 Ruinen da unten. He? Jetzt würde ich sagen, da machen wir mal den Siedler und wir setzen die Produktion ein bisschen. Alles setzen auf Produktion gerade im Moment. Gold brauchen wir nicht mal im Moment, aber wir haben nicht viel besseres. Wirklich. Außer wir kaufen das. Genau, und jetzt setzt er den dort an. Das ist natürlich nicht schlecht. Der dort. Ja, ja. Dann gehst du mal rüber. Du laufst mal rüber. Hey, wir haben wirklich Glück mit der Ruine, ich muss sagen. Also. Was hast du da? 20 Glauben. Nicht schlecht. Wie gesehen, wir haben mal plus 1. Also 20 Glauben ist schon nicht schlecht für den Anfang. Und dann sehen wir da, Glauben automatisch kaufen, sichern für großen Propheten. Und wenn wir einen grossen Prophet haben, dann können wir unsere eigene Religion gründen. Und bis geht Pantheon zuerst mal. Das ist so, wie soll ich sagen, ja, so ein Tempel Verehrung. So, ja, sehen Sie dann nachher. Wenn wir ein bisschen auf Wunderbau gehen, echt, oder Kultur. Na, wenn wir schon die ganze Kultur haben, dann schauen wir jetzt mal, ein bisschen mehr Kultur wir bekommen. Und wir können einen Pantheon machen. Jetzt muss ich schauen. Pro Gold und pro Silber, das ist nicht gut. Steht am Verlust von Dschungelgrinde, von Wundern der Antike, von Fischwort. Also ich sehe es, man kann da mega viele Sachen machen, wählen, die einem Boni geben. Zum Beispiel religiöse Siedlung plus 500% schnellere Grenzausdehnung, das wäre nicht schlecht. Steinbrüche ist nicht gut. Wüstengeländerfeldern, Dschungel, Nahrung, Wein- und Räucherwerk. Das heißt Kultur und ein Glauben, Wein- und Räucherwerk, das ist nicht schlecht. Von Weiden, Natur und von Schreinen. Ich glaube, ich nehme das da, weil wir haben da oben recht viel Wein. Das ist wirklich nicht schlecht. Geht in der Liebe wäre nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme das da. Dann haben wir ein bisschen mehr Glauben und dann können wir schneller wieder neues Zeug machen. Und dann natürlich das Zeug, was wegklaut, ist klar. Dankeschön. Und da gehen wir wieder runter. Und schauen mal. Phantom gegründet. Das ist natürlich die Frage. Da unten müssen wir fast eine Stadt gründen. Da. Aber da oben auch. Jetzt, ich glaube, ich gründe es zuerst da oben. Dass wir ein bisschen davon profitieren von unserem Bonus, den wir jetzt bekommen haben. Weil ich sehe jetzt da unten nicht gerade jemanden, der angrenzt mit seinem Städtchen, um dort einen Siedler zu machen. Stadt anzutun. Und jetzt haben wir in den Kalender. Leck, ist der Kontinent lang gezogen. Noch ein Lager, hä? Okay. Und dann als nächstes, ja... Das brauchen wir eigentlich nicht Bergbau vielleicht, hä? Nehmen wir den schnell mit. Und wir sind auf Platz 6 mit Völkern der spitzesten Stöcke, okay. Das heisst, die am meisten kriegen, hä? Da ziehen wir uns, glaube ich, auf den Hügel zurück. Geht in der Jagd.